weitergeht, aber irgendwie habe ich das Déjà-vu. Ich auch. Ist gut? Ja. Yes. Kommen wir bitte aufs Gate, dann kann ich bei dazwischen kommen. Danke. Hast du es so gut endlich zu boarden? Auf den Moment haben wir gewartet. Vor einer Viertelstunde hatten wir starten. Wir sind jetzt alle im Flugzeug gesessen und jetzt sind plötzlich über spät aufgestanden. Ich weiss jetzt nicht, was los ist. Ich glaube, wir müssen den Flieger wechseln. Meinst du? Ja, ein paar Leute etwas gehört sagen, ja. Jetzt haben wir, glaube ich, langsam alles erlebt. Ja. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. This is AK648 to Da Nang. Yeah, as announced by the captain earlier, we have a slight technical problem for this aircraft. So we require each passenger to disembark this aircraft and be at the waiting area, waiting lounge, with your belongings, all your bags and your belongings. Thank you. Ja. Once again, Ryan here. We apologize for any inconvenience caused. Thank you. Vielleicht gibt es wieder Burger. Also alles packen und gehen. Ich glaube, Kuala Lumpur wird das einfach nicht gehen. Oder Vietnam wird nicht, dass wir kommen. Das ist das zweite Mal heute, als ich das Déjà-vu habe. Wenigstens haben sie gerade wieder einen Flieger gehabt, oder? Ja. Ja, kann es sein, dass irgendwie so nochmal irgendwie einen Tag oder so festgesessen wäre. Ja, noch. Wir haben ja Zeit. Ja, ist gut. So, ich hoffe, der Flieger funktioniert. Ja, schau mal, ist krass, wie du näher zoomen. Schau mal. Ja, 11-fach Zoom. Wir haben endlich unser Mittag bekommen. Wir haben noch ein bisschen Ringgit aufbrauchen. Jetzt haben wir gerade ein bisschen zugeschlagen. Meli hat, was hast du, so ein Curry, Ja. ein Cola, Brownie und ich habe so geile, Kids Meal. ja genau, so Flüger Chicken Nuggets, ein Caesar Wrap, das Wasser und einen vietnamesischen Eiskaffee. Das hat alles in allem 60 Ringgit gekostet. Ja, kannst du nichts sagen. Ladies and gentlemen, we have just landed at Da Nang International Airport. The local time now is 1:25 p.m. Well, it's a pleasure to have you on board and hope to see you again soon. We have AirAsia once again, Captain Harry, Flight Officer Arnie, and the rest of the crew. Say sorry for the delay of this flight. Thank you for choosing AirAsia and have a pleasant stay. Wer hätte das gedacht, dass wir das nicht mehr schaffen? Wir sind gerade aus dem Flughafen und lassen das erste Mal in Vietnam Geld raus. Und ja, wie soll ich sagen, wir sind jetzt Millionäre. Wie viel haben wir rausgelassen? 5 Millionen Dong. Das entsprechen etwa 200 Franken. Ja, ungefähr. Aber ja, wir sind jetzt einfach mal Millionäre. Wir glauben es immer. Habt ihr schon mal eine 500'000er Note in der Hand gehabt? Wir sind einfach in Vietnam. Was? Check's gar noch nicht. Das Taxi kostet jetzt irgendwie 4-5 US-Dollar für 5 Kilometer. Aber kaum sind wir aus dem Flughafen rausgekommen, ist der erste gekommen und hat uns irgendwie $15 für ein Taxi ausschätzen. Ja, ja, aufpassen. Ja, ja. Wir müssen mit der Drohne fliegen. Ja. Voll ungewohnt, aber das ist glaube ich wieder mal Rechtsverkehr. Nó nằm ở trong chỗ đường ấy, láng xôi này. Für mich ein Apartment zu finden. Chắc chỉ nhanh đừng để vô môn. Phải không? Muốn này qua chỗ đường Bùi Tá Hán á.
growing up with him was easy. Just the years began. Ja, da wird viele Kabel, ja. Da wird ja. Der andere hätte gar nicht. Kann ich gar nicht. Ja, dieses ist viel grösser. Wir haben eben gerade vorher, als wir aus dem Flughafen gekommen sind, noch ein Mail bekommen von unserem Vermieter. Das scheint der Bewohner von unserem Apartment, der jetzt noch drin war, eine Nacht länger bleibt und dass wir darum jetzt für eine Nacht noch in ein anderes Apartment müssen, in das, wo wir jetzt sind, was zwar schon wirklich schön ist, aber halt dieses ist viel grösser und viel heller. Ja, wir hoffen, dass das wirklich nur... Ja, also ich glaube, jetzt für die Nacht wäre es schon easy, wenn wir wirklich dieses bekommen. Aber es ist mega schön, wir haben einfach ein bisschen, es ist nicht unser Apartment und es ist ein bisschen... Also keine Ahnung, ich finde es auch komisch, weil wenn du ja buchst, wieso kann dann plötzlich jemand länger drin bleiben? Vor allem, wieso fällt es denen so spontan ein, dass jetzt plötzlich jemand länger drin bleibt? Ja, vielleicht ist es einfach anders als bei uns, aber... Ja. Wir müssen es mal schauen, ich glaube, unser Vermieter kommt erst noch. Wir haben noch nicht reden mit ihm. Mal schauen. Ich habe gerade mal unseren Fernseher ausgetestet. Jetzt müssen wir mal schauen, was das Geile ist. Sportsender. Wir haben Sumo-Ringen, Fußball, Badminton, Tennis, Ping-Pong, wieder Fußball, vietnamesischer Sportsender, auch Fußball, nochmal Fußball und sogar E-Sports. Kannst also da irgendwie den Vietnamesen oder nein, wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht, vielleicht sind es Koreaner oder so. Kannst nicht zuschauen beim Gamen. Und Golf. Mary hat jetzt hier noch ein bisschen Fashion irgendwann. Wo ist es? Fashion TV. Oh, 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 Achtung! Ah, hübsch. Da, Fashion TV. Extra für die Mary. Ein Sender für die Mary und etwa 15 für mich. So eine Dusche fühlt man sich einfach viel frischer. Wir fühlen uns fast wie neu geboren. Fast? Ja. Wir haben jetzt vorher gerade noch mit dem Vermieter geredet. Es ist jetzt so, dass wir 1 bis 2 Nächte jetzt noch in diesem Zimmer sind, oder in diesem Studio. Und nachher kommen wir dann in unsere Wohnung. Darum, es bringt glaube ich, jetzt gar nicht, euch hier gross eine Führung zu machen. Es ist mehr so ein bisschen wie ein Hotelzimmer, noch mit einer kleinen Küchentheke. Ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen die Nachbarschaft auschecken. Also sicher mal schnell an den Strand. Es wird etwa 10 Minuten zu Fuß sein und dann noch Kleinigkeiten essen, ein paar Sachen posten und nachher kommen wir dann wieder zurück. Wir wollen heute eigentlich nicht so lange machen, sind recht müde. Also unser erster Eindruck von Da Nang. Es ist zwar im Moment recht grau, es hat ein Licht davon tröpfeln, aber es ist ein recht geiles Klima. Also, so eigentlich schön warm, aber halt nicht so stickig und heiß wie zum Beispiel in Malaysia. Und eigentlich Koh Tao ist halt richtig wirklich sommerlich heiß, was schon cool ist, wenn du jeden Tag an den Strand kannst, aber wir sind ja da eher zum Arbeiten und das ist eigentlich so das Klima da, das ist echt perfekt. Jetzt gehen wir mal schauen, wie der Strand aussieht, ich bin gespannt. Und es sind trotzdem mega viele Leute am Strand, oder? Ja, guck mal, die Leute reinziehen. Wow! Hammer, hä? Und das haben wir jetzt einen ganzen Monat lang. Ja, da ist recht etwas los. Wir sind gerade ein bisschen vor dem Regen geflüchtet, haben hier einen coolen Local Shop gefunden und essen jetzt mal das erste Mal in unserem Leben vietnamesisch. Nelly hat irgendeinen Soup, oder? Das sind dickere Stäbe. Ah ja. Und ich kann es. Das heisst Hanoi Kebab mit irgendwie Reisnudeln. Das sieht immer geil aus. Ein guter. Damit geht der erste Tag in Vietnam zu Ende. Es ist ganz speziell jetzt hier zu sein, vor allem nach dem ganzen Chaos die letzten 2 Tage. Ist noch nicht ganz alles so wie es sollte, mit der Wohnung und so. Aber es ist jetzt wirklich gar nicht schlimm im Gegensatz zu den Sachen, die wir jetzt erlebt haben. Ich hatte auch gut vorher wieder mal mit einem
Kollege geskypt aus der Schweiz. Das ist wieder mal gut, da etwas von die Heiz zu hören. Man lebt ja schon ein bisschen abgeschottet vor allem. Schön ist, wenn wir einmal so Feedback bekommen, wie gerade die letzten Tage. Das freut uns immer mega. Wenn wir halt Rückmeldung bekommen auf unsere Sachen. Danke allen, die sich gemeldet haben. Wir schneiden jetzt noch den Vlog fertig, dann aufladen und gehen dann ins Bett. Es war jetzt mit der ganzen Reise wieder mal nicht unbedingt der erholsame Tag gewesen, aber jetzt haben wir morgen mal Sonntag, wo wir uns nicht so einen Stress machen und dann am Montag fangen wir dann richtig an mit Arbeiten. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.